Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kassettenschmarz. In diesem Fall nicht eine neue Folge Viva la Movolution. Letzte Woche, glaube ich, ist ausgefallen, oder? Kann es sein? War ich letzte Woche da? Ich glaube nicht. Aber mir sei es verziehen, weil ich keine Lust gehabt habe. Was machen wir? Wir fangen mal an, weil wir es immer wieder vergessen, dass wir erst einmal wieder das Intro sagen. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Hervorragend, würde ich sagen. Wie immer, absolut hervorragend, dieses Meisterwerk von einem Intro. So, wen haben wir jetzt da schon mal? Javier Marquez und Johannes Lautenschlager. Schönen guten Tag. Servus, Burm heißt. Was heißt ihr, Burm? Ich bin ganz allein, denn die Lauchsaison ist vorbei und deswegen werden es meine drei Kollegen die nächste Zeit nicht singen. Ha! Was für ein super Witz zum Anfang. Was für ein super Witz. Ich sag's euch gleich, es hat sich einiges angestaut an News in der Zeit, in der wir jetzt nicht da waren, nämlich letzte Woche. Ich kann es echt nicht mehr sagen, ob ich letzte Woche da war. Also ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Sesselberger gelangt. Warum hast du denn jetzt gerade Javier Marquez? Was ist los mit dir? Warum bist du 13? Da käme ich wieder gar nicht mehr aus, ich sag's dir. Was habe ich gerade gesagt? Wir haben wirklich einen Haufen News hier für euch heute. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich fange mal gleich mit einer kleinen an, denn das letzte Mal habe ich ja schon gesagt, dass es Insidious 6 geben wird und jetzt hat die gute Lin Shay, Aushängeschild des Franchise, schon bestätigt, Insidious endet nicht mit Teil 6, sie scheidet nicht nach Teil 6 aus, sondern we are just getting started, meine ich, hat sie gesagt. Was auch immer das heißen soll, ich weiß es nicht. Aber wenn wir die Qualität wieder steigern, dann bin ich da dabei. Was haben wir noch für Neuigkeiten? One Piece Staffel 3 ist in Produktion gegangen. Ja, wir warten noch, dass wir endlich Staffel 2 sehen dürfen. Aber gute Nachrichten für alle, die mehr davon haben wollen. Staffel 3 ist jetzt auch schon in Produktion. Dann hat es ein Interview gegeben mit Brian Fuller, seines Zeichens Schöpfer der unglaublich guten Serie Hannibal. Also ich kann nur jedem empfehlen, dass er sich Hannibal mit Mads Mikkelsen anschaut, falls er es noch nicht da hat. Ist ja leider nach 3 Staffeln erst mal abgesetzt worden, aber er hat jetzt in einem Interview ihm gesagt, dass es immer noch im Raum steht, dass sie eine 4. Staffel machen und dass alle, die irgendwie involviert waren, von den Schauspielern her auf alle Fälle, die warten wieder dabei, da hat jeder gesagt, sofort. Nur ist es aktuell ein Problem mit den Rechten, die sind schon wieder irgendwie, was weiß ich, wo umeinander verteilt und an dem scheitert es anscheinend gerade noch, dass man die alte Gang wieder zusammenkriegt. Drankdry habe ich dir, schön, dass du da bist, Baby. Baby Doll. Dann, Scary Movie 6 ist abgedreht. Wir kriegen wirklich einen 6. Teil. Stranger Things, diese Woche geht es ja, also sprich am Freitag, meine geht es los mit Staffel 5. Und es sollen ja Spin-Offs derer viele kommen. Und jetzt ist bestätigt, eines der ersten Spin-Offs, das kommt, wird eine Anthologieserie. Die Duffer-Brüder haben sie noch nicht weiter in Karten schauen lassen. Sie haben nur gesagt, sie versuchen das so schnell wie möglich durchzukriegen, dass die Sache rausballern können. Und, ob sie das mich sehr gefreut hat, ist Info aus einem Interview mit James Cameron, der gesagt hat, er und der Robert Rodriguez sind immer noch dahinter, dass sie einen zweiten Alita-Film machen. Sie haben einen Bluteid geschworen, dass sie definitiv einen 2. Teil rausbringen werden und sie schreiben jetzt auch schon gerade ein bisschen an so einer Brücke, mit der man auch dann auf Teil 3 springen kann. Sie machen auf alle Fälle Fortschritte, haben es nicht vergessen und wir werden auf alle Fälle einen 2. Teil kriegen, behaupten sie. Mads Mikkelsen ist der Goat, ja, das ist tatsächlich wohl I love him too. Genauso wie ich es lieben hat, wenn wir eine Alita-Fortsetzung kriegen. Ich muss sogar umbladdeln diesmal, weil ich so viel Infos für euch habe. So viel. Husten muss ich ja. So, gehen wir mal ein bisschen auf Casting-News, die es jetzt ergeben hat. Unter anderem ein sehr schönes Casting in meinen Augen, wenn wir den Film denn dann wirklich zu sehen kriegen. Moment, ich muss schnell Schweinebeutel suchen. Da haben wir es. Scarlett Johansson ist für den kommenden Mike Flanagan Exorzist-Film mehr oder weniger schon offiziell gecastet. Ja, Mike Flanagan weiß, was er tut. Scarlett Johansson, brutale, gute Schauspielerin in meinen Augen, ist ja jetzt, glaube ich, auch
die wertvollste vom Boxoffice her, glaube ich, die es aktuell gibt. Und haut sie dann mit Exorzist gleich noch das nächste Franchise rein, in dem sie dann rumstravanzen wird, weil ich denke mal, wenn der Flanagan das gut umsetzt, dann werden wir da wahrscheinlich ein Franchise kriegen. Und da wird dann diese gute Dame wieder öfter vorkommen. Oh, da gibt's ein Potato für den Dragon Cry. Wie Potato You, vielen Dank. Alien Earth habe ich inzwischen auch endlich durch. Schön geil, schön blutig, aber ein bisschen hat es mich auch an Jurassic Park erinnert. Wieso an Jurassic Park? Wegen dem auf der Insel dann, dieses Dschungelsetting, meinst du? Oder wie gibt es auf Jurassic Park? Kann es überragende Verwendung von Konjunktiv? Ja, ich bin seins gut in Deutsch. Deswegen kann ich den immer so gut sagen. Katz, komm auf, Leib und Katzen singen. Weil es so gut ist, so, ja, gibt es ja gleich Nummer Potato. Vielen Dank, vielen Dank. Da werden wieder Boglermann-Karten en masse gekauft. Wir haben heute noch ein One-Piece-Set aus der OP8-Reihe und Pokémons Mega-Entwicklung. Leider wieder keine Magic the Gathering Final Fantasy, weil ich mag es nicht bestellen, sondern ich mag es, wenn ich in einem Geschäft kaufe und bei uns in die Geschäfte haben sie es aktuell nicht. Die Pissbacken. So, nächstes Casting ist Eva Green als Ophelia. Das ist dann die Schwester der Morticia in Wednesday Staffel 3. Und Eva Green habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da freue ich mich schon sehr, wenn ich die gute Dame wieder mal irgendwo zu sehen kriege. Was ist da? Das Setting ja auch, ja. Und wegen dem Bändigen von Xenomorph, ähnlich wie bei die Velociraptoren. Ja, also das Bändigen stört mich auch ein wenig, muss ich sagen. Zwar nicht so extrem, wie es manche andere gestört hat, weil ich finde, da ist es ein wenig logischer erklärt. Das ist erstens mal ja Android, was schon die wirklich mit ihr kommunizieren kann und nicht gerade einen Chris Pratt macht und hinfährt, Goschen hier und schau das mal hin, du darfst jetzt nicht mehr beißen. Ich finde es ein bisschen besser umgesetzt, aber im Großen und Ganzen brauche ich diese Bändigung auch nicht. Wer mehr darüber wissen möchte, hört sie unsere Folge Alien Earth O aus der Reihe Sci-Fi und Schnaps mit dem Penninger Stefan. War sehr gemütlich runden. Weiß man, was der Hauptfilm bei Scary Movie 6 sein wird, den man auf die Schippe nimmt? Weiß ich noch nichts, habe ich noch nichts gelesen. Ich habe nur, unter anderem wird Longlegs, meine ich, verarscht werden. Final Destination 6, glaube ich, ist auf alle Fälle ein Thema. Aber mehr habe ich noch nicht gesehen, was wirklich drin ist. Und jetzt glaube ich, gibt es noch keine richtig offizielle Bestätigung dazu, wo es jetzt letztendlich drin ist und wo es nicht. Eva Green, long time not seen. Alter altes Reimemonster. So, jetzt hätte ich noch einen Battle-Code von dem ersten Cast für die kommende Assassin's Creed-Serie auf Netflix. Da schmeiße ich jetzt noch schnell dieses hier da. Ja, das ist der Toby Wallace. Toby Wallace, magst du Bild groß? Diese gut, danke. Somit wird es jetzt wirklich ernst mit der Serie Assassin's Creed. Bin ich gespannt. Er soll anscheinend einen Assassinen spielen. Es gibt sonst noch keine weiteren Infos dazu. Kurz vorher, bevor ich angefangen habe, habe ich jetzt noch gelesen, dass die Dreharbeiten anscheinend wirklich in Italien stattfinden, also im Ezio, seinem Heimatland. Ich hoffe ganz stark, dass wir so, also die Assassin's Creed 2 Story, wenn wir kriegen, dann bin ich da schon heiß drauf. Woher kennt man denn diesen Toby Wallace? Kennt den irgendjemand? Aber hab jetzt eine scheiß Schweinewerbung da die ganze Zeit. So. Ja, genau, Eden hat er mitgespielt. Und ich glaube, bei Euphoria Staffel 3 ist er jetzt dann auch mit dabei. Sind wir alle eigentlich bereit für morgen Stranger Things Final Season? Es ist morgen, irgendwann Freitag. Aber okay, ich bin ready as fuck dafür. Und komme damit gleich zu den nächsten No Casting News, nichts von Stranger, sondern, ich habe vorher schon kurz erwähnt, Staffel 3 von One Piece ist ja in Produktion und hier ist auch sind die ersten Castings schon bekannt worden dann noch dazu. Wir haben auch mit denen Ado, glaube ich, spricht man aus. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ziemliches Greenhorn, was ich gesehen habe, was Filme angeht. Er spielt einen Mr. One. Und dann haben wir noch die Daisy Head, sie spielt dann die Miss Doublefinger aus der Barock. Organisation. So, was denn hier? Stranger Things in Chemnitz. kriegst du einen Vogel. Ich habe das letzte Mal irgendjemand gehört, der gesagt hat, dass Sächsisch der schönste Dialekt ist. Und man dachte, irgendwie glaube ich ihm nicht, dass er das ernst meint, oder? Ich glaube das irgendjemand, wenn jemand sagt, dass das
der schönste Dialekt ist. Ich weiß nicht, ich finde es auf alle Fälle nicht schön. Schön ist nicht, schön ist das nicht. So, das war's mit Castings. Kurze Trailer-Geschichten, die ich euch ja natürlich wieder nicht sagen darf, weil uns YouTube sonst hasst und sagt, gib all dein Geld. So, Tomb Raider, The Legend of Lara Croft, zumindest aber kann ich das neue Poster dazu sagen. Dazu ist auch schon ein Trailer rausgekommen zu der animierten Serie. Die erste Staffel war ganz nett, nichts Besonderes in meinen Augen. Kann man mal nebenbei laufen lassen. Trailer schaut aus, als wäre er genau da ansitzen, wo Teil 1 aufgehört hat vom Stil her, und deswegen wird es wieder was Nettes für nebenbei. Was noch gekommen ist, ist der Trailer zu Monarch, die Legacy-Serie zu Godzilla und Kong. In der zweiten Staffel sagt man jetzt anscheinend einmal in Kong, was der Trailer schon verrät. Kickt's mal rein, wer Apple Plus oder Apple TV Plus, keine Ahnung, kompliziertester Name ever, hat, kann sie die auf alle Fälle reinziehen. Fand die ziemlich cool, die erste Staffel, aber da ist sowieso ein Guilty Pleasure von mir, die Monster-Klopperei, die mag ich einfach gern. Und dann gibt es noch einen Trailer zu We Bury the Dead mit der Daisy Ridley. Man kennt sie ja aus Star Wars. An Star Wars hat die mitgemacht. Und ist ein Zombie-Film. Der Trailer schaut irgendwie ziemlich generisch aus. 0815 Zombie-Film, würde ich sagen. Die Zombies sollen ein bisschen anders sein. Like you never seen before on the screen, hat es geheißen. Und ich dachte, ja, da bin ich ja gespannt. Was man im Trailer sagt, sie bewegen den Kiefer ein bisschen komisch, wow. Aber war für mich jetzt noch nichts Besonderes, sondern nach schlichter Zombie-Unterhaltung ausgeschaut. Der wie auch sein, muss ja nicht immer irgendwas Neues finden. Ein Fußballkollege sagt das auch über den Dialekt aus Sachsen, muss ich nicht verstehen. Dann bitte das nächste Mal Blutgrätsche von mir, mit schönen Grüßen von mir. Irgendwas stimmt da nämlich nicht mit die Leute. Das war's mit Trailer, die ich gesehen habe, die ich euch gern sagen darf, aber nicht darf, weil, wie gesagt, sonst schlafen unter eins Brucker. Aber noch ein Poster zu einer Spin-off-Serie, die jetzt kommt, nämlich Marshalls, eine Yellowstone-Story, kein Datum, nichts dabei, sondern nur bald auf Paramount Plus. Ich habe Yellowstone selber noch nicht gesehen, deswegen bin ich da jetzt so komplett emotionslos, was diese Sache angeht. Jo, nicht mehr teilen, sagen wir jetzt mal. Jetzt dürft ihr euch mein Hackfressli wieder ein bisschen anschauen dabei. Gut. Absagen, was ist gecancelt worden oder abgesagt worden? Ich habe keine Cancelungen. Dafür ist Rian Johnson seine Star Wars Trilogie absolut vom Tisch mittlerweile, wird nicht mehr kommen. Nach Episode 8 finde ich es vielleicht gar nicht so schlecht. Und was ich sehr schade finde, was auch gesagt worden ist die Realverfilmung zum Turtles The Last Ronin Film. Da hätte ich Bock drauf gehabt, aber Sony sagt nein. Dafür gibt es, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Neuankündigungen rein, dafür soll es aber trotzdem einen weiteren oder einen neuen Turtles Realfilm geben, der dann sonifiziert wird. Was auch immer das heißen soll. Wird so eine Realverfilmung mit eine animierte Turtles, wird so eine Realverfilmung mit animierte Turtles, die sau hässlich sind, bis es einen Shitstorm im Internet gibt, und dann werden sie richtig umgesetzt. Was sie mit Sonifizieren meinen, ich weiß es nicht, aber wir kriegen trotzdem einen Turtles Realfilm. Ich hätte aber echt Bock auf diesen Lost Ronin Code, weil Turtles kennen ja auch sehr erwachsen und brutal sein, aber kriegen wir nicht, kriegen wir nicht. Was ist noch angekündigt? Rush Hour 4, ganz wichtig. Rush Hour 4 kommt nach, ich glaube jetzt 15 Jahren, 15 Jahre ist Teil 3 her. Und angeblich hat es geheißen, dass Donald Trump da Druck gemacht hat, dass endlich Rush Hour 4 gemacht wird. Was dahinter steckt, weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Aber ist auf alle Fälle ganz witzig, weil die Meldung habe ich auch gelesen, bevor die Ankündigung gekommen ist, dass der Donald Trump unbedingt möchte, dass Rush Hour 4 endlich gemacht wird. Und dann kommt es auf einmal wirklich diese Meldung. Amazon Prime rebootet Stargate. Mit an Bord ist der Martin Gero. Der war schon bei Stargate Atlantis, Stargate 1 oder SG-1, keine Ahnung, und Universe dabei. Ist jetzt hier als ausführender Produzent und Autor mit drinnen. War nie so mein Thema, muss ich ehrlich sagen. Stargate war jetzt, habe ich ja ab und zu mal ein bisschen was gesehen, aber ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ist ja auch ein Riesending. Drum für den einen oder anderen, den es hier interessiert, Stargate kommt zurück.
Den letzten Turtles-Film hasse ich fast so sehr wie der Michael Lego-Movie. Ein Film mit den Mirage Turtles, hätte ich gern gesehen. Wer sind denn Mirage Turtles? Keine Ahnung. Meinst du den letzten, den animierten Film oder wie? Dann Dragon Cry, Sackschellen reserviert für dich. Aber nur gut. Nur gut, du Pimmel. Wenn wir schon im Universum sind, dann geht es weiter mit einem neuen Star Trek-Film. Der kommt von Jonathan Goldstein und Francis Delay. Die beiden sind ja verantwortlich gewesen für den Dungeons and Dragons-Film, der überraschenderweise ganz witzig war. Da habe ich auch nichts erwartet und habe eine sehr spaßige Zeit gehabt. Es wird auf alle Fälle nicht die Abrams-Teile fortsetzen, die alten Schauspieler. Also, komm, das ist wieder, wird so ein Reboot, spielt es irgendwo anders, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es soll nichts mit den vorangegangenen 3 Teilen zu tun haben. Finde ich schade, weil ich habe die, auch wenn ich jetzt auch nicht so der Star Trek-Fan bin, aber ich fand die 3, zumindest die ersten 2 Filme fand ich sehr gut. Den dritten so, naja, aber ich habe Chris Pine ziemlich cool gefunden und auch die restliche Besatzung. Hätte ich gerne noch mal einen Teil gesehen, aber wer hören schon auf mich? Wer tut schon mal was für mich? Keiner. Kein Mensch. Ganz wichtige Ankündigung von aus dem Hause Sony. Sie haben sich die Rechte geschnappt für einen Labubu Horrorfilm. Ihr habt richtig gehört, ja, die komischen, hässlichen, aber irgendwie süßen Monsterfiguren aus China. China, sagt man, ja. Kriegen jetzt gleich eine Horroradaption von Sony. Wow. Ziemlich schnell gegangen, aber dass er da gleich Horrorfilm wird. Mir soll es recht sein. OG Comic Turtles sind die Mirror's Turtles. Ah, okay. Das hätte ich nicht gewusst. Das waren für mich einfach nur die alten Turtles. Aber wenn es morgens gescheit haben, dann nehmen sie, wie du es möchtest. Oh, Zipfel. Und ein 7. Sharknado ist in Produktion. Ja, Sharknado Origins. Das bin ich ja gespannt, wie diese Origin des Sharknados ausschaut. Wir haben ja den ersten Teil schon bei uns in der Nacht des guten Geschmacks gehabt. War auch mal ganz witzig, dass man den Krampf auf der Leinwand sieht. Vielleicht machen wir zu Teil 7, müssen wir dann mit dem Cineplex schmerzen, wenn Teil 7 dann wirklich so weit ist. Vielleicht machen wir dann irgendwie so nach des guten Geschmacks Sharknado Marathon. Vielleicht kriegen wir irgendwas hin, mal gucken. Bei Turtles gibt es für mich nur die Originalen und die Nickelodeon Animationsserie. Das ist alles ein Trauerspiel. Du bist ein Trauerspiel. Bei den Originalen bin ich dabei. Bei den Nickelodeon Animationen war ich auch schon zu alt, dass ich es mir anschaue, aber ich war bei den Originalen ein riesen Fan davon. Und muss ja ehrlich gestehen, zu meiner Schande glaube ich, dass ich die Michael Bay-Verfilmungen gar nicht so schlecht fand. Zumindest damals ist es rausgekommen. Wann habe ich irgendwie Spaß gehabt? Ich weiß nicht, wie es jetzt sein muss, mal anschauen, ob die noch funktionieren. War interessant, schauen wir mal wieder an. Aber die neue Animationsfilm fand ich ziemlich geil, weil ich den Stil ziemlich schön kreativ fand. Den mag ich ziemlich gern. Deswegen gefällt mir wahrscheinlich auch die Spider-Man oder beziehungsweise Spider-Verse-Film nicht so gut. Aber die Serie, weil es gibt ja eine Serie zu dem animierten Turtles-Film, die fand ich jetzt nicht so toll. Ist auch was für zwischendrin. Ryan Johnson haben wir vorher schon mal gehört, ist hier noch mit dabei, denn heute kommt ja Teil 3 von seiner Knives Out-Reihe mit Daniel Craig. Ich glaube, Don't Wake the Dead oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf alle Fälle arbeiten er und der Daniel Craig auch schon gleich an einem 4. Teil von Knives Out. Mal kicken, was der 3. Teil kann. Der 2. war für mich jetzt schon nicht so toll. Frank Sanders Intro war so gut. Sie. Sam Raimi produziert ein Remake von dem Film Magic von 1978. Da suche ich jetzt einmal schnell, nett wie ich bin, ein Poster raus, damit ihr das zuordnen könnt. Eine unheimliche Liebesgeschichte lautet der Zusatztitel bei uns. Los, mach das auf jetzt hier. Ich habe den selber noch nicht gesehen, aber wenn der Sam Raimi da an einem Remake arbeitet, dann möchte ich das Original auf alle Fälle mal sehen. Also er produziert nur, er wird nicht Regie führen, sondern macht hier nur ein auf Produzento. Aber vielleicht hat man, also das Freeze kennt man, da jetzt irgendwo mal behaupten, das hat man schon mal gesehen, wenn man ein bisschen im Kassettengame drin ist. Aber den Film habe ich leider noch nicht sehen können. Mal kicken, den brauchen wir jetzt dann einmal. Den brauchen wir jetzt dann einmal. Dann, schon ganz druck im Mund, weil ich wieder alles sehr schmerzen muss da, weil. Naja. Dafür ist nachher um 7:45, stimmt. Kleine Ankündigung, 7:45, heute noch Talkthrough. Da bin ich nicht allein. Diesmal ist der Corby wieder mal dabei beim Talkthrough. Also bleibt sitzen, 7:45, Talkthrough mit dem Corby und mit mir. Dafür ist der Seppi nicht dabei. Und haben wir noch irgendwas gehört? Nein, sonst habe ich nichts gehört, was ich sagen wollte.
Far Cry kriegt eine Serie, und zwar eine Anthologieserie. Auch über Prime, oder nicht über Prime, sorry, sondern über FX, also sprich, wenn man es dann auf Disney Plus zum Sehen kriegen, mit dabei oder produziert und gemacht wird das Ganze von Noah Hawley. Der hat schon geschrieben Alien Earth und Fargo und Legion, also schon eine sehr hochwertige Vita, die er da verfasst hat. Und Rob Mack ist nun mit dabei, erstens mal in der Gestaltung, produziert und so weiter, aber spielt damit eine Rolle. Den kennt man aus It's Always Sunny in Philadelphia, da hat er auch den Mac oder Rob, keine Ahnung, was er selber gespielt, keine Ahnung, ich habe die Serie nicht gesehen. Er wird aber auf alle Fälle auch eine Rolle drinnen spielen. So, lang nichts mehr gehört vom Marvel-Universum. Heute haben wir eine kleine News dabei zum MCU. Denn der Ryan Coogler, Regisseur von Black Panther 1 und 2 und den in meinen Augen völlig überbewerteten Blood and Sinners, wie er bei uns heißt, hat angekündigt, dass sein nächstes Projekt definitiv Black Panther 3 sein wird. Aber kein Datum oder sonst irgendwas dazu mit rausgehaut. Ja, Krawallmaus, schön, dass du da bist. Sorry für die Verspätung. Dieses kann ich leider nicht entschuldigen. Das kann nur eine außerordentlich große Spende wieder gut machen. Also es liegt in deiner Hand, ob ich dir verzeihe oder nicht. Knives Out 3 hätte ich schon Bock auf einen gescheiten dann nicht wieder erste. Ja, genau, da hätte ich auch Bock drauf. Ich fand den zweiten an sich zwar ganz lustig, Edward Norton fand ich cool, aber er hat irgendwie nicht so den Biss gehabt, finde ich, wie Teil 1. Deswegen hoffen wir mal bei Teil 3 auf das Beste. So, wo ist es verlängert worden? Twisted Metal kriegt eine dritte Staffel. Wer es noch nicht gesehen hat, ist auf Prime zum Schauen. Ist eine Serie zu der gleichnamigen Spielreihe. Kriegst du halbe beim nächsten Mal. Erste Staffel ist ja witzig, die zweite habe ich selber noch nicht gesehen und jetzt kriegen wir noch eine dritte Staffel. Dann I Love L.A. ist aber eine zweite Staffel verlängert worden. Hat das irgendjemand gesehen? Ich habe dazu überhaupt nichts mitgekriegt von der Serie, soll aber ziemlich beliebt sein. Naja, was ist da? Der zweite Knives Out war ein bisschen brav, finde ich. Ja, finde ich auch. Dann Task kriegt eine zweite Staffel. Habe ich auch noch nichts mitgekriegt davon. Und Severance. Ben Stiller hat gesagt, dass Severance auf alle Fälle eine dritte Staffel kriegen wird. Es ist noch nichts Genaues dazu gesagt worden, aber er hat gesagt, es soll so bald wie möglich mehr Infos geben und wir kriegen auf alle Fälle eine dritte Staffel, was mich sehr freut, weil Severance überragend gut ist. Und was ist noch verlängert worden? Was ist noch verlängert worden, bevor es überhaupt rausgekommen ist? A Night of the Seven Kingdoms kriegt nächstes Jahr seine erste Staffel und 2027 dann auch schon gleich eine zweite Staffel und im gleichen Zuge ist House of the Dragon um eine vierte Staffel verlängert worden, die dann 2028 anstehen wird. Twisted Metal, sehr witzige Serie, auch wenn ich die letzten Folgen von der zweiten Staffel ein bisschen gerusht fand. Kann ich noch nicht mitschmerzen, habe ich noch nicht gesehen. Wer macht bei mir die Tür auf? Katze, hallo. Aber ich bin drauf und dran, dass ich mir anschauen werde, die zweite Staffel, natürlich, weil muss man alles gesehen haben, gell? So, das waren jetzt an sich mal unsere News, inklusive Casting und bla 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 bla. Jetzt haben wir unsere Streaming-Releases, die ja vor nicht allzu langer Zeit gewünscht worden sind und ich habe es nicht vergessen, sondern ich hause jetzt regelmäßig mit einer, weil ich einfach nett bin. Unter anderem Netflix, haben wir ja vorher schon gesagt, Staffel 5 Stranger Things, der erste Part, ist ja auf 3 Parts aufgesplittet ab morgen, genau, 27.11. Ansonsten eigentlich nichts Interessantes diese Woche auf Netflix, außer vielleicht Starship Troopers 3. Wer den noch nicht gesehen hat, schaut sich vielleicht den einmal an. Es ist schon, da muss man schon ein bisschen leidensfähig sein, sage ich jetzt mal bei Starship Troopers 3, aber wie immer, gehört alles einmal angeschaut. Dann auf Prime ist es ganz interessant. Wir haben da einmal The Mighty Nine, meine ich, heißt das. Also zumindest eine neue Folge ist da jetzt wieder rausgekommen. Und da sind jetzt einige, was ich gesehen habe, Apple TV Plus Serien veröffentlicht worden. Es könnt ihr jetzt die erste Staffel Monarch anschauen. Das ist ja sowieso sehr wichtig, nachdem ich schon gesagt habe, die zweite Staffel ist angekündigt. Dann Severance, die jetzt um eine dritte Staffel verlängert worden ist, wie ich gesagt habe. Und Masters of the Air, das ist für die Macher, die Band of Brothers und The Pacific gemacht haben, war sehr, sehr gut, auch sehr hart und realistisch gehalten. Also wer Prime hat, soll sich unbedingt, keine Ahnung, wie lange dass die dann drinnen bleiben oder wie der Deal da ausschaut, dass die das sagen dürfen, aber die 3 Serien kann ich nur empfehlen, dass man sich die unbedingt anschaut, weil diese gut.
Gen V Staffel 2 muss ich auch noch schauen. Gleich nach Stranger Things. Ja, die Gen V muss ich auch noch schauen. Das habe ich auch noch nicht geschafft, dass ich die endlich mal ankaufe. Ansonsten, Disney Plus hat es nicht wirklich irgendwie interessante Neustarts gegeben, genauso wie auf Wow. Dafür Crunchyroll, wöchentliche Folge von Gacha Guta, sehr geiler Anime. Und One Punch Man Staffel 3 hat auch wieder eine neue Folge bekommen. Hat die schon irgendjemand gesehen, One Punch Man, die dritte Staffel? Die wird ja im Internet übelst zerrissen. Da muss anscheinend der Animationsstil so dermaßen unterirdisch sein, dass die Leute da schon auf Barrikaden fast gängen. Und dann wird jetzt anscheinend auch vorgeworfen, dass mit KI gemacht worden ist, weil es anscheinend bei irgendeiner Szene haben 6 Finger bei einer gesehen und eine dritte Brust angedeutet. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, die ersten 2 Staffeln fand ich oberwitzig, aber wenn die dritte echt so mies ist, dann bin ich da schon ein wenig traurig mit W. Traurig mit W. Dann gehen wir jetzt über zu unseren Kinostarts. Am 27. November, sprich morgen. Wake Up Dead Man, so heißt ein Knives Out Mystery. Kriegt anscheinend limitierte Kino-Releases. Einen limitierten Kino-Release, sagen wir so. Dann haben wir noch Zone 3. Zoomania 2 geht morgen auch schon los. Der wird übrigens auch schon wieder ziemlich gut bewertet. Fand den ersten eigentlich ganz schön. Mal gucken, was der zweite kann. Der Hochstapler Roofman mit dem Channing Tatum, Kirsten Dunst und Ben Mendelsohn. Mit Liebe und was weiß ich, wie man das Wort da spricht. Anemone. Rückkehr nach Ithaka. Ja, das ist der Rolf Fini dabei, wie der Corby sagt. Sehnsucht in Sangerhausen. Der Tod ist ein Arschloch. Eine Dokumentation. Welcome Home, Baby. Horrorkassetten. Sogar 3,5 von 5 auf Filmstarts. Ist ja verrückt. Und ich habe nichts davon gehört. Dann haben wir noch Marco. Ein Typ mit einem Messer im Mund vorne drauf. Action-Thriller. Dann haben wir Friedas Fall. Paternal Leave. 3 Tage mehr. Westernhagen Live, das Konzert von 89. Charlie und die Schokoladenfabrik, glaube ich, kommt in der Best of Cinema, anlässlich von Best of Cinema ins Kino. Das müsste aber dann nächste Woche Dienstag sein. Das ist, glaube ich, der erste Dienstag im Monat, wo es dann so haben. Dann haben wir noch Satanische Sau, Biopic-Komödie. U-Wirts wie Mikolia Believe in Center 2, alles klar. Akanda 2, Tour Land Unknown. Weihnachten im Zaubereulenwald, Tere ist gemein, Neonuggets, eine Pulled-Pork-Komödie. Okay. Gustav Gischk, Faruk, Monster X, Connect X and Cinemas, Dokumentation, Konzert. Ist das Zeit, von dem du das letzte Mal gemacht hast, String Cry? Ich weiß es nicht. 17 World Tour, was gibt da so viel Zeit die Woche aus? Kalamkaval, das war es, jetzt war es, aber ist. Schon mal wieder mal fertig mit lesen. Bei Crunchyroll schaue ich gerade Spy für die Staffel 3 zauberhaft. Ja, bin ich auch gerade dabei. Habe auch wieder weitergeschaut. Die kleine Anja ist einfach die Beste und der geile Bond, geile Fetzerkund. So, Streaming-Charts. Fangen wir mit Platz 10. Ist Netflix, die erste Staffel von Death by Lightning. Sagt man ja nichts. Dann haben wir wieder Netflix auf Platz 9 mit der 4. Staffel Stranger Things. Da sind jetzt anscheinend ganz viel beim Rewatchen. Platz 8 ist wieder Netflix mit der ersten Staffel Lost Samurai Standing, die mir ja interessieren würde, aber ich habe es noch nicht angeschaut, kann ich nichts dazu sagen. Paramount Plus ist auf Platz 7 mit der ersten Staffel von Landman und auf Platz 6 ist auch Paramount Plus mit der 3. Staffel Tulsa King. Dann haben wir Peacock. Wo wird Peacock bei uns eigentlich ausgestrahlt? Das hat mich interessiert. Wo werden die Peacock-Serien ausgestrahlt? Wer weiß, schreibt es mir bitte hier rein und erleuchtet mich. Die ist auf alle Fälle auf Platz 5 mit All Her Fault, die erste Staffel. Prime Video mit der ersten Staffel Absentia auf Platz 4 und jetzt gehen wir zu die Top 3. Paramount Plus ist auf Platz 3 mit der 2. Staffel Landman. Dann ist Hulu auf Platz 2 mit der 3. Staffel The Secret Lives of Mormon Wives. Und auf Platz 1 ist The Beast in Me, die erste Staffel auf Netflix. Ich wollte Stranger Things eigentlich rewatchen. Ja, hätte ich auch vorgehabt, aber ich habe jetzt noch mehr Zusammenfassung gelesen bei Ain't Nobody Got Time for This. Gell? Wisst ihr sehen, wie es ist. So, dafür, dass ich so viel News dabei gehabt habe, haben wir jetzt ganz schön kurz. Deswegen gibt es von mir jetzt hier noch heute mal ein kleines, sage ich was,
nämlich King of New York, ein schönes Mediabook des Pandastorm uns zukommen hat lassen. Ich sprich kurz über den Film schon in den kommenden Warlex, aber schaut sehr, wie schön. Das ist fast wieder Holokarten, wie schön die Oberfläche ist. Dieses Ding ist durchnummeriert. Rückseite hat also ein sehr geiles Cover mit dieser Knarre und der Skyline von New York. Durchnummeriert. Los, jetzt muss meine Hackfresse weg da. So. Ja, Christopher Walken in der Hauptrolle, das ist sowieso immer Oberwelt, wenn der Christopher Walken irgendwo mitspielt. Ich liebe diesen Kerl. Wir haben drin eben einmal eine Blu-ray und dann haben wir noch eine Ultra HD und hier ein, warte mal, da muss ich jetzt kurz zeigen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 16-seitiges Mediabook. Da war auch nochmal ein schönes Artwork mit drauf im Christopher Walken. Interessante Interviews und Texte zu den Schauspielern kommen dann später noch dazu. Ich habe den Film sehr geil gefunden, gute Mafia-Geschichte und ich stehe ja sowieso auf gute Mafia-Geschichten, vor allem so aus den 80er, 90er, da finde ich, sind irgendwie die besten entstanden. Ich kann am Murmeln, ich schaff's nicht. So, das habe ich geschafft. Das ist ja übrigens ein sehr hochwertiges Papier, was da drinnen ist, glänzt sehr, sehr schön. Also wie gewohnt, erhabene Qualität, die Pandastorm da mal wieder auf uns loslässt. Da wieder herzlichen Dank an Pandastorm. Die haben uns das Exemplar hier zur Verfügung gestellt. Und haben wir noch, das zeige ich doch schön im Kassettenschwarz und es hört sich dann die Warlex an, in denen wir ein bisschen mehr drüber erzählen. Bonusmaterial haben wir auch sauber dabei. Es ist ein Audiokommentar vom Regisseur Abel Ferrara dabei, genauso wie ein Interview. Kurzer Film über die Karriere vom Regisseur. Genauso, ja gut, Trailer-Sammlung haben wir sowieso. Und dann haben wir noch einen Rückblick auf den Film mit Paul Calderon und den Christopher Walken. Und das Heilige und das Profane in King of New York. Also, ihr werdet auf alle Fälle sehr gut versorgt mit Bonusmaterial und mit Qualität, wenn ihr euch dieses wunderschöne Mediabook von King of New York holt. Christopher Walken, geile Sau. Das war so ein Kandidat, den hätte ich gerne auf irgendeiner Con treffen, dass ich mir da mal ein Autogramm oder so auslasse. The Best in Me, Bastjo. Und so, da, ich muss weiter. Servus. Mach Idiot, schön, dass du da warst. Geht er jetzt, wo wir jetzt zum Unboxen kommen, machen wir jetzt nur schnell. Genau, wir fangen jetzt wieder an mit One Piece OP8. Das glaube ich war mein letztes OP8 Booster, das ich mir hole, weil einfach keine Karten mehr zirk, die ich zumindest noch nicht habe. Nur noch alles doppelt und dreifach hier in diese Schweinsbooster. Genauso geht es jetzt auch wieder weiter mit dieser S-Bär-Karte, haben wir schon 100 Mal. An BB haben wir auch schon 100 Mal. Drum Kingdom haben wir schon 100 Mal. Event mit dem Heliceratops 100 Mal. Ulti schon 100 Mal. Namule 100 Mal. Kurumarimo auch schon 100 Mal. Lapins, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich habe ich ihn auch schon. Genauso wie Chess Marimo, den haben wir auch schon. Thatch haben wir, glaube ich, auch schon. Jetzt hat hier, tut er mal was glitzern tun. Imperial Flame. Ein Event. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich die schon habe. Und jetzt auch noch die Black Maria. Auch schön am Glitzern. Die, glaube ich, habe ich auch noch nicht. Kaufe mir doch wieder OP8-Karten, wenn ich jetzt vor mir rein habe. Da schon her. Bin ich schon wieder überzeugt davon, dass es doch Sinn macht. Aber ich habe da noch schon ein bisschen vorgekauft. Als nächstes Mal nochmal OP10, 12 und 13 für euch. Und jetzt hat noch mega Entwicklung. Let's have a kick inside the Booster. Und dann haben wir es nämlich für heute auch wieder geschafft. Zumindest beim Kassettenschmerz. Und in knappen halben Stunde, in über knappen Dreiviertelstunde geht es dann weiter mit dem Talking through the Gaming World. Ach du Weltsaus. So. Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. So, was haben wir hier? Samurzel macht ein Nickerchen und hat Samenbomben. Ich mache meistens Nickerchen nach dem Samenbomben.
Tough for Guitar, ungestümer Hammer und leichter Hieb. Mit meinen ungestümen Hammer gibt es keine leichten Hiebe. Dann haben wir Vulpix, zertrampeln und glühen. Da fällt mir nichts drum sein, außer ohne Nieren bis zum Zipfelglieren. Riolo mit einem beschleunigten Stich. Das ist auch mein Motto. Wer erster kommt, kann früher schlafen. Das müsst ihr euch merken, Leute. Vulnona mit übernatürlichen Gestaltwandler und auch wieder glühen. Also bleibt sich treu, nachdem sie es aus einem Vulpix entwickelt hat. Major Bobs Abmachung. Was macht er denn da gerade ab? Ich weiß es nicht. Potrot, fermentierter Saft und Walzer. Ja. Da kennt sich ja Dinger, was wir dazu sagen. Jetzt haben wir hier erste Holokarte. Wellenplatscher, Scampisto. Zauberhaft, oder? Was sagt ihr? Zauberhaft Text. Dann ein Lorblatt mit runterdrücken. Im gegenseitigen Einverständnis kann das auch was Tolles sein, gell? Ui, Holo. Und ein Raikou mit Elektrofall. Das ist also holofluoreszierend. Basiskarte. Und ja, die komische Schweine QR-Code-Karte. Das war's, keine Reichtumskarte dabei, wieder mal. Aber können wir ja nicht immer die fetten Karten aussetzen. Mal gucken, was nächste Woche im Booster-Packle drinnen ist. So Leute, das war's für heute mit Kassettenschmerz. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an alle, die es dann auch noch anschauen. Fette Potatoes an die zauberhaften Spendoren. Und ihr hört uns diese Woche mit, was ist denn die Woche rausgekommen? Gute Frage. Cannibal Mukbang ist rausgekommen, genau. Herzlich unsere Folge zu Cannibal Mukbang von mir und Mike. Dann sehen wir uns um 7:45 zum Talkthrough und hören und sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut, fette Potatoes, Küsschen auf die Nüsschen und au revoir.